Vom Wichteln. Es ist 10 Uhr Pause und Frau Lüthi hat Pausenaufsicht. Beim Spielplatz hinten hat sich eine Traube Kind versammelt. Ein riesiges Geschrei. «Der Darko ist ein Jugo, der Darko hat Wanzen, Läuse und Flöhe!» Frau Lüthi geht näher ran. Eine ganze Gruppe Kinder steht um den Darko herum. Er macht die Füße im Sack und starrt auf den Boden. Den Kopf hat er zwischen die Schultern gesteckt. Eigentlich ist der Darko ja ein Kopf grösser als alle anderen Kinder aus der 3. Klasse, aber allein gegen alle nützt ihm das auch nichts. «So, fertig jetzt!» Frau Lüthi schiebt die Kinder auseinander. «Hört auf, den Darko immer hänseln!» «Aber es ist so lustig, wenn er hässig wird!» ruft der Kudi Blumenthal. «Dann sieht er aus wie mein Hund, wenn er eine Katze schmeckt!» sagt Sonja. «Ja, genau, das stimmt!» ruft der Kudi. Dabei hat er den Hund von der Sonja noch gar nie gesehen. Der Kudi findet den Darko sowieso blöd. Bevor der Jugo nämlich in die Klasse kam, war der Kudi der Stärkste. Jetzt ist es der Darko. Warum hat Frau Lüthi auch ausgerechnet den neben ihn setzen? Nach der Pause macht Frau Lüthi einen Vorschlag. «Kinder, es ist jetzt Adventszeit und darum habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Ich habe auf kleine Zettel die Namen von allen Kindern in der Klasse geschrieben. Jeder darf eins von denen ziehen und soll aber nicht verraten, welchen Namen er gezogen hat. Zu gar niemandem darf man etwas sagen, fragt Sibyl. Zu gar niemandem darf man etwas sagen. Jeder behaltet es für sich. Und dann, was machen wir mit diesen Zetteln? Hat Sibyl gefragt. Lass mich nur fertig erklären. Ihr seid nämlich Wichtel von dem Kind, das ihr gezogen habt. Wichtel? Blöd! Was ist denn das? Ruft der Kudi. Frau Lüthi lässt sich nicht rausbringen. Wichteln, das geht so. Ihr müsst dem Kind, das ihr gezogen habt, immer wieder ein Geschenk machen, ohne dass das Kind das merkt. Das ist Wichteln. «Oh, hoffentlich ziehe ich nur nicht den Darko», hat der Kudi bei sich gedacht. Er hat sein Zettel angeschaut und es ist Mark drauf gestanden. Am nächsten Tag findet der Kudi in seinem Windjackensack ein Mailänderli, sein Lieblingsgutzli. Wer weiss echt, dass das mein Lieblingsgutzli ist? Echt sein Freund, der Tim. Am 2. Tag findet er in seinem Etui ein Fußballbildli vom Ronaldinho. Genau der hat ihm noch gefehlt. Der Wichtel muss ihn aber ganz genau kennen. Wer ist es echt? Auch in den nächsten Tagen kommt der Kudi immer etwas Kleines über, das er sich schon ganz lange gewünscht hat. Ein Farbstiftspitzer in einer Weltkugel. Ein grüner Filzstift, der nach Äpfel schmeckt. Und ein Angelhaken zum Fischen. Der Kudi hat sich immer mehr freuen über das Wichteln. Aber herausgefunden, wer sein Wichtel ist, das hat er bis zum letzten Schultag vor der Weihnachtsferien nicht. Aber an diesem Tag hat er eine Entdeckung gemacht nach der grossen Pause. In seinem Schreibheft sind wunderschöne Briefmarken gelegen. «Kroatia» ist drauf gestanden. Der Kudi hat mit grossen Augen zum Darko übergeschaut. Und der hat ein bisschen unsicher zurückgeschaut. «Du?» Der Kudi hat sich fast verschluckt. «Du bist das gsi, Darko?» Der nickt nur. «Mann», sagt der Kudi. «Danke vielmals.» «Bitte, schon recht», sagt der Darko. Am Heiligabend bringt der Pöstler eine riesengroße Weihnachtskarte zum Darko heim. Er staunt nicht schlecht, als er sie liest. «Lieber Darko, fröhliche Weihnachten, der Kudi.»